Herr Arbeitsminister Mark Spautz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich will für dem Franz Feier merci sagen für das Interpellation. Sie denkt froh, ob die Weide wird froh von der Beschäftigung rausgeht. Es geht um Zukunft von unserem Arbeitsmarkt und es geht immer noch um Zukunft von der Wirtschaft. Das ist kein Geheimnis, dass Lützeburg in den kommenden Jahren auch auf viele neue Kompetenzen angewiesen ist. Wir schmengen, dass wir als froh nicht dürfen nehmen unter dem Winkel von den Talent Attraction stellen. Mit das ist auch wichtig, dass wir Talente erhalten und das ist auch wichtig, dass wir heute in Lützeburg die nötigen Initiativen holen. Wir müssen Talente anziehen, wir müssen Talente entwickeln, aber wir müssen Talente auch langfristig heute in Lützeburg halten. Das funktioniert ohne das andere nicht. Wenn wir nicht fertig bringen, Kompetenzen von den Menschen, die schon schaffen, permanent weiterzuentwickeln, da wäre doch die beste Strategie für neue Talente umzuziehen nicht durchgehen. An dem gedreht gilt das selbst. Und wenn wir nicht mehr auf unsere Weiterbildung setzen, ohne auch attraktiv für neue Talente zu sein, da werden wir auch den Bewerber im Arbeitsmarkt in Zukunft nicht gerecht gehen. Ich gebe mich an meiner Intervention dafür, und allem auf den Deal konzentrieren, den Arbeitsmarkt an die Entwicklung von der Kompetenzen geht, und dann wird Lex-Telles auf die anderen Punkte angehen. Die beste Talentstrategie ist eine Kompetenzstrategie. Wenn ich heute von einer Talentstrategie schwätze, da schwätzen ich nicht nur von neuen Talenten auf Lützeburg springen, mir geht auch gleichzeitig darum, die Kompetenzen, die wir hier entwickelt haben, auch können zu erhalten, die wir an die jeweilige Branche brauchen. Weil der Arbeitsmarkt verändert sich heute mehr sehr wie je. Dass der 40 Jahre mit demselben Diplom dieselbe Sterbesmöcht, das war mit der Asshalt nicht mehr so. Neue Berufe entstehen, andere Berufe entwickeln sich weiter. Und Kompetenzen, die heute gefordert sind, sind nicht unbedingt die, die wir nach 4 Jahren ausgebildet gehen. Dafür müssen wir eine moderne Talentstrategie, für allem eine Strategie von den Skills haben. Genau dafür haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von Instrumenten aufgebaut. Am Skillste schon wir zusammen mit den Sozialpartnern eine Plattform geschaffen, für die Kompetenzen zu identifizieren, die in Zukunft gebraucht gehen. Dabei geht es um den Upskilling, also die Vertiefung und Weiterentwicklung von den Kompetenzen, und um den Reskilling, das heißt Vorbereitung auf neue Aufgaben und sogar auf neue Berufe. Ich gehe immer mein Beispiel. Ich kann mich erinnern, wie ich Mechanismus gelernt habe, konnte ich die Kappe aufmachen und ich konnte etwas drin machen. Heute geht nach für den Lauf Glas voll zu machen, und für den Rest mache ich die Kappe und so. Und das geht doch an anderen Berufen und noch an anderen Punkten. Dafür ist es wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, wie wichtig es ist, an die Weiterbildung zu investieren und auch an die Weiterbildung. Dass auch jeder das weiß. Ohne die Weiterbildung kommen wir nicht viel. Beim Skillsplan unterstützen wir Betriebe, die sich große Veränderungen an ihrem Sektor müssen anpassen, für ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren und Arbeitsplätze aufzusichern. Wir haben eine Plattform geschaffen, die die Entwicklung vom Arbeitsmarkt analysiert und die Trends und die Kompetenzen weist, die im Markt am meisten gefragt sind. So können wir als Formationen an Arbeitsmarktpolitik auf den objektiven Donner steipen und Plätze nicht mehr annehmen. Auf der Basis sind zusammen mit der ADEM an den Wirtschaftspartner schon über 10 sektoriell Etüden ausgeschafft, die als helfen, die Entwicklung von den verschiedenen Sektoren noch besser vorauszusagen. Für mich ist das der richtige Weg. Nicht warten, bis die Fachkräftemenge noch mehr groß wird, mehr früher kennen, wie eine Kompetenzen gebraucht gehen, und als Formationen an Arbeitsmarktpolitik darauf auszurichten. Künstliche Intelligenz verlangt für allem Voraussicht. Eine von den größten Herausforderungen für die kommenden Jahre wird ohne Zweifel künstliche Intelligenz sind. Sie wird also den Arbeitsmarkt verändern, nicht an dem Berufe von heute auf morgen verschwommen, mehr an dem sich Kompetenzen, die an den verschiedenen Berufen gefordert sind, immer mehr entwickeln. Es sind dafür überzeugt, dass es nicht durchgeht, auf diese Entwicklung zu reagieren, wir müssen sie vorausgesehen. Genau aus dem Grund tun wir eine Reihe Initiativen auf den Weg gebracht, am Kader vom nationalen AI for Skills, den ein zentraler Bestandteil von der nationalen KI-Strategie 2030 ist, wird ein nationales Kompetenzökosystem aufgebaut, den es ermöglichen soll, Kompetenzen von den Salarien und Besoin von den Unternehmen noch besser auf den aufzustellen. Parallel dazu lanciert das Arbeitsministerium eine sektorielle Etude für den Impact von der künstlichen Intelligenz auf die einzelnen Sektoren zu gucken.
weil nicht an all Sektor wird dieselbe Entwicklung kommen, an nicht an all Sektor, es wird an all Sektor künstliche Intelligenz sein, mais was drin Wert das wird, was da bestellt, das wird unterschiedlich sein, und da sind wir am Gang drin, mit der Ausschreibung für dadurch können zu machen. Und am Kader vom KI wird analysiert, wie eine Kompetenzen an Ausbildungen gebraucht gehen, für diese Entwicklung zu begleiten. Wir wollen nicht warten, bis Veränderungen bei uns kommen, wir wollen heute schon die Kompetenzen vorbereiten, die nur gebraucht gehen. Talente entwickeln, hier auch Kompetenzen von den Menschen investieren, und das müssen wir machen, und das soll man uns alle gut bewusst sein. Eine Talentstrategie ist aber nicht mehr da glaubwürdig, was sie auch konkret Instrumente bietet, für Kompetenzen von den Menschen auszubauen. Genau das ist der Weg, den wir angeschlagen haben. Dadem investiert halt massiv an Aus- und Weiterbildung. Und zusammen habe ich mit dem Digital Learning Hub die spezialisierte Formationsinstitut am digitalen Sektor in 2026 3 neue Akademien lanciert. Am Bereich von Daten und der künstlicher Intelligenz, an der Cybersecurity und am Quantum Computing. So richten sich sowohl und arbeitssichernd, wie aber auch Absolventen oder Quereinsteiger. Das Approach aus der richtigen Weg, und das weisen die ersten Resultate. Am Jahr 2025 haben wir mehr als 3000 Arbeitssichernd von der ADEM und entsprechend Formationen teilgeholt. Gleichzeitig schaffen sie auch einen mehr engen Kontakt mit dem Centre National von der Formation Professionelle Continue, dem CNFCBC, der Berufschambren an der Uni Lützeburg für Aus- und Weiterbildungsoffere permanent und visuell vom Arbeitsmarkt anzupassen. Die Universität Lützeburg stärkt an dem Kontext nicht nur die Vermittlung von Kompetenzen wie Projektmanagement, wir unterstützen mit neuen Formationsofferen auch den Übergang von jungen Forscherinnen und Forscher an Privatwirtschaft. Das heißt, dass ein Talentdevelopment nicht nur am Anfang von einem Berufsleben anfängt, das ist ein Prozess, den Salarien durch die ganze Karriere begleiten muss. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau diese Kultur vom Upskilling und Reskilling von den wichtigsten Kompetitivitätsfeldern für Lützeburg an den kommenden Jahren wird sein. Penurie an Fachkräfte von essentiellen Berufen. Herr Feier hat seine Intervention auch froh von der Penurie von Fachkräften angeschwärzt, aber besonders am Gesundheits- und Pflegesektor. Und nicht recht. Wenn wir über eine Talentstrategie schwätzen, da geht es nicht nur darum, Kompetenzen für Berufe zu entwickeln. Wir müssen noch sicherstellen, dass die Berufe, die schon essentiell für das Funktionament von unserer Gesellschaft sind, auch in Zukunft genug qualifizierte Fachkräfte nachwandern. Genau dafür, wenn ich richtig informiert bin, hat der Gesundheitsminister auch schon eine Reihe Reformen auf den Weg gebracht. Wir schwätzen DAX darüber, wie wir den Personalmangel am Gesundheitssektor durch Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland können reduzieren. Aber da muss man auch gucken, was sind die Diplome wert, was sind die Äquivalenzen. Als Deutsch Kollegen, den Herr Engel hat auch schon von unseren deutschen Kollegen geschwärzt, die haben an asiatische Länder Schulen abgerichtet, wo sie ein deutsches System ausgebildet gehen, für das sie dann noch Möglichkeit haben, an Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden mit Diplomen, die auch in Deutschland direkt unerkannt sind. Für Lützeburg ist das nicht schwierig. Man kann aber Kooperation mit so Instituten machen, für dann noch die Chance und Gelegenheit zu haben, Leute hinzukriegen, die auch mit einem Diplom kommen, die sicher eine Äquivalenz haben, an denen auch dummer in denen betroffenen Leute auch eine Perspektive gibt. Aber wenn wir das gucken am Gesundheitsbereich, so kann ich da doch an anderen Bereichen gucken. Es gibt viel über den Mangel von qualifizierten Leuten am Handwerk geschwärzt. Aber auch da muss man aufpassen, dass da, was die Energie anbelangt, die Schulen, die Elektriker, Unterschiede sind, ob man 220 Volt schafft oder man 10 Volt. Und die Kollegen, die ein bisschen mehr in der Weh sind, die wissen das, die müssen meistens den Computer umstellen oder einen extra Stecker mitwählen, weil sie an eine andere Frequenz kommen, wo auch mit anderen Energien geschafft wird. Nicht andere Energien nur sich, aber mit anderen Voltagen und mit anderen Branchen. Und auch da muss man aufpassen, dass die Qualifikation, die man da sichert, dass die dann noch kann, weiter ausgebildet gehen und dass die Leute auch nicht direkt können eine Äquivalenz kriegen, aber dass sie vielleicht da müssen zusätzlich Formationen machen. Talent-Attraction muss gezielt und effizient sein. Natürlich geht eine Talentstrategie auch darum, neue Talente auf Lützeburg aufmerksam zu machen und die Kompetenzen umzuziehen, die im Arbeitsmarkt fehlen. Auch hier schaffen wir eng mit anderen konzernierten Ministerien zusammen. Ein Beispiel dafür ist der Portal Work in Luxemburg und auch den Jobboard von der ADEM, die zusammen integriert sind.
Diese Portal riecht sich Kandidaten aus den Berufen, die op der Lücht sind von der Metier Tresorpignerie, die ja emotiv festgehalten gibt, wo man heute in Lützeburg ein grosses Problem haben. Und dafür ist es noch wichtig, dass wir gezielte Matching machen zwischen den Besoinen von den Unternehmen und den Kompetenzen von den Kandidaten. Und das klappt nicht immer, mit das aber ganz gut, dass wir auf dem WNRW sind, weil auch die ersten Erfolge sich da weisen. An einer Zeit, an der viele Länder um dieselben Talente konkurrieren, also gezielten und kohärenten Talent-Attraction-Strategie ein wichtiger Bestandteil von unserem Arbeitsmarkt. Und dafür sind wir auch der Meinung, dass es wichtig ist, daran zu investieren. Ich will mir aber erlauben, noch auf zwei Sachen anzugehen. Das eine ist das von den Sprachen und das andere ist das von den Kompetenzen. Kompetenzen habe ich schon gesagt. Da ist wichtig, dass man den Leuten die nötigen Kompetenzen geben, auch wenn sie an anderen Ländern ausgebildet sind und Diplome nicht eins zu eins überholen können. Mit das ist aber auch wichtig bei den Sprachen, dass etwas an der Immigration komplett geändert wird, was man früher nicht kannte. Da haben sie alle Gute von längst noch jetzt geschrieben. Und sie waren alle Gute am Kader von einer Gesamtrichtung hat auf alle Fall ähnlich gestimmt. Dann haut schon mal auch die von jetzt noch links schreiben, auf hier da Lützeburg Französisch oder Englisch zu lehren, das ist eine andere Schwierigkeit, die doch gibt. Und ich hatte Chance zu summen, mit Maxan auf einer Fahrt zu sehen, wo man selber geholfen haben, für zu gucken, für Kandidaten, für ihre Posten zu rekrutieren, dass das von den Hauptproblemen ist. Und das ist etwas, schon der Immigration heute in Lützeburg die letzten 20 Jahre geändert wird. Früher waren es für alle Leute, die auch die Kultur und auch die der Weisheit wird. Schreibart überlangt, das ist nicht mehr so haut. Und da muss man auch die nötigen Akte setzen, für auch diese Leute heute in Lützeburg eine Chance gesehen. Das gesagt, vielmals merci. Und ich mache Platz für meinen Kollegen Alexander.